begrüße euch ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Wie ihr schon im Titel gelesen habt, werde ich euch erzählen, was so in den letzten 2 Jahren passiert ist. Und zwar mein letztes Video, also nicht der Vlog, der letzten Sonntag rauskam, sondern mein letztes Video, wo ich eigentlich gesagt habe, ja jetzt bin ich wieder zurück und bringe Content. Das war im März 2023. Ja. Genau. Und deswegen dachte ich mir so, ey, ich erzähle euch, was vom Januar 2023 bis jetzt eigentlich so alles passiert ist. Ich habe von fast jedem Monat immer ein bisschen so etwas aufgeschrieben, was vielleicht so wichtig wäre, dass ihr ein bisschen mich wieder kennenlernen könnt. Und das werde ich euch heute jetzt ein bisschen so erzählen. Und viel Spaß mit dem Video. Also im Januar 2023 habe ich mir ein neues iPhone geholt. Und zwar ist es das iPhone, und zwar das 14 Pro. Und ich bin sehr, sehr happy, was es angeht. Also die Bildqualität von Fotos und Videos ist einfach der Hammer. Sonst auch generell finde ich alles sehr cool. Einfach, was ein bisschen darunter leidet, ist der Akku. Aber ich denke, es ist, weil ich die iOS 18 Beta-Version vielleicht herunterladen gehabt habe. Und das war kein Deutsch, aber ja, ich denke durch das ist mein Handy ein bisschen, ja, muss ich ein bisschen oft mal laden. Nicht so lecker, aber ist okay, aber naja. Dann als erstes habe ich mir zum ersten Mal Rave TV ihr Merch geholt. Ja, wie man vielleicht hier hinten ein bisschen sehen kann. Ich mag Toni. Wo ich wirklich so Toni-Fan wurde, glaube, das war so im Oktober 2022, wo ich in England war. Weil ich da sehr, sehr viel Zeit hatte mit mir selbst. Und ja, es hatte ja generell viele andere Probleme. Und dann habe ich sehr, sehr viele Streams von ihr geschaut. Praktisch eigentlich jeden, als irgendetwas draußen zu machen, ging ich nach Hause und habe den Stream geschaut. Kann man jetzt gut sehen oder nicht, aber ja. Auf jeden Fall habe ich mir dann diesen Merch geholt. Wie ihr seht, das grüne Oberteil, das grüne T-Shirt und diese Totes-Tasche. Danach, also so, glaube ich, eine Woche später oder als glaube noch ein Restock gab, habe ich mir dann das weiße Oberteil geholt, wo drauf steht Inner Circle Madeira Portugal. Ich habe immer noch super Freude daran. Dann als nächstes kommt, dass ich zum ersten Mal Gelnägel gemacht habe. Aktuell würde ich mir keine machen lassen. Dann im April 2023 hatte ich meinen 19. Geburtstag. Der Geburtstag war auch sehr, sehr cool. Dann im Mai 2023 hatte ich dann zum ersten Mal eine Partnerin. Wie ihr ja wisst und vielleicht auch hier sehen könnt, stehe ich auf Frauen. Das macht indirekt ein Outing, okay. Das war dann sozusagen meine erste Beziehung mit einer weiblichen Person. Dann im Juni 2023 habe ich mir dann durch Toni, weil sie ja Kooperation mit JBL und so hat, 3 JBL-Sachen geholt. Also das erste, was ich geholt habe, war diese Box, und zwar die JBL Extreme 3. Und es ist immer noch mein Baby, also ich liebe diese Box extrem. Dann als zweites habe ich mir diese kleine JBL gekauft. Das ist die JBL Clip 4. Genau, die liebe ich auch. Man kann sie wie ein Karabiner überall hinhängen. Und der Sound ist auch super gut für dieses kleine Ding. Und dann habe ich mir noch diese JBL-Hörer geholt. Und was sind das? Die JBL Tune 720 Bluetooth. Dann, was auch in diesem Monat passierte, war, dass ich zum ersten Mal an die Pride in der Schweiz ging. Das war auch so ein super Erlebnis, also war so froh, an diese Pride zu gehen. Weil ich war ja schon in Brighton an der Pride und das war meine erste Pride. Aber das Ding war, in Brighton, du gingst nicht mit den Wegen mit, sondern du warst wie so bei einer Parade. Und hier war es so, du gingst mit den Wegen mit und hast die Musik gefühlt, du konntest stehen bleiben, zu meinem anderen Wagen zurückfallen lassen in dem Sinne und konntest dann dort Musik hören oder nach vorne laufen und dort Musik hören. Also es war so cool. Dann im August 2023 fing ich meine Lehre an. Ich weiß nicht, ob ihr schon bei einem anderen Video oder ob ich das vielleicht irgendwo mal erwähnt habe, aber ich habe vielleicht mal erwähnt gehabt, dass ich
eine KV-Lehre angefangen habe. Die habe ich nach einem halben Jahr dann abgebrochen, machte dann zwischendurch noch etwas, hatte das halbe Jahr England gemacht und jetzt, oder besser gesagt, eben letztes Jahr im August, ich habe dann meine Lehre als Malerin begonnen und bin immer noch hier. Und ja, bin jetzt im zweiten Lehrjahr. Ich mag immer noch diesen Beruf. Auch heute war ein so cooler Tag. Also heute haben wir Montag, der 9.9. Dann im September 2023 ging ich dann an ein Helene Fischer Konzert. Und ich muss sagen, das war mein erstes richtiges Konzert, weil ich war mal, als ich klein war, auf dem Soluna Konzert. Aber es war trotzdem ein Unterschied von einem Soluna Konzert, wo das Kind war, zu einem Helene Fischer Konzert, wo die Performance anders cool sind. Manche würden wahrscheinlich mich jetzt ein bisschen judgen und denken sich so, wie alt bist denn du? Das kann man doch nur hören, wenn man betrunken ist oder so. Nee, es war generell super cool wegen den ganzen Performen und keine Ahnung, also ich war auf jeden Fall überwältigt von dieser Show. Dann im Oktober 2023 wurde ein Traum wahr. Ich betone jetzt, glaube ich, zum dritten Mal, dass ich Toni-Fan bin. Und wo wohnt Toni? Auf Madeira. Und ich konnte mit einer Kollegin einfach nach Madeira gehen. Oder auf Madeira. Also zuerst waren wir für 4 Tage in Porto und dann für 5 Tage auf Madeira. Und es war so eine coole Experience, weil es gehört beides zu Portugal. Und keine Ahnung, es war einfach so cool, weil diese ganze Landschaft zu sehen und dort zu sehen, wie man so lebt und so, es war einfach so schön. Ich wollte das eigentlich damals mitfilmen, aber habe es dann nicht getan. Vielleicht finde ich doch ein paar Clips oder so, die ich vielleicht in ein Video einbauen kann. Aber ein separates Video, wo ich über Madeira so ein bisschen erzähle. Ja, aber ich will auf jeden Fall wieder gerne nach Madeira gehen, weil ich kann jetzt verstehen, wieso Toni sagt, sie liebt diese Insel. Dann im Dezember 2023 zum ersten Mal bei der Energy Star Night. Das war auch eine coole Experience, weil ich war dort mit einer Kollegin. Das Coole war, dadurch, dass sie sehr groß war, konnte ich ab und zu auf ihren Schultern sitzen und konnte dann mehr sehen. Und es war so extrem, weil dadurch, dass ich halt so in dem Techno-Ding drin bin, also ich höre privat eigentlich nur Techno und so EDM-Zeug, war am Anfang die Freude sehr groß und so, aber nach einer Zeit ging es dann runter. Und dann kam ein DJ und hat einfach Lieder gedroppt, oder besser gesagt, ein sehr bekanntes Lied, wo sehr auf TikTok viral ging. Und da war meine Laune gerade tschüss da oben und ja, das hat dann den Abend wieder super gemacht. Ja, dann kommen wir zu 2024. Im Januar 2024 habe ich zum ersten Mal Silvester ohne meine Familie gefeiert, sondern mit Freunden. Und es war auch super cool. Wir waren dann bei jemandem zu Hause und haben dort viele Spiele gemacht, Zeit miteinander verbracht. Wir waren, glaube ich, keine Ahnung, zu 10 oder so. Also es war super cool. Also ich würde es gerne wieder machen. Dann im Februar 2024 habe ich mir dann meinen Undercut geschnitten. Also das ist der Undercut, den ich meine. Ja, ich müsste ihn wieder mal nachschneiden. Aber ich liebe diesen Undercut, weil ich sag's euch. Erstens, es ist super cool beim Arbeiten, wenn es heiß ist. Du kannst deine Haare hochmachen und es fallen keine Babyhaare in deinen Nacken. Obvious, es ist ein gutes Zeichen, dass man nicht straight ist und ja, das mag ich sehr. Dann im März 2024 ging ich an das Leonie-Konzert. Und das war auch super cool. Dann im April habe ich mir dann mein erstes Tattoo gemacht. Also ihr wisst, ich habe ja in Brighton damals mein erstes Tattoo gemacht.
Und zwar war es ja dieses Tattoo. Dann habe ich mir als nächstes Jahr dieses Tattoo gemacht. Das war ja an der Fantasy Basel. Und dann habe ich mir im April dann dieses Tattoo gemacht. Ein Schlangentattoo, genau. Ich liebe es. Genau, das war dann das dritte Tattoo, das ich gemacht habe. Und das erste, wo so riesig ist. Dann gehen wir jetzt zum Mai 2024. Im Mai 2024 war ja die Fantasy Basel. Da ging ich wieder hin, und zwar als Misa Amane von Death Note. Und was auch so cool war, ich habe zum ersten Mal Toni getroffen. Ich habe einfach Toni live getroffen und ihr wisst nicht, ich habe so geweint, als ich sie gesehen habe. Okay, ich versuchte nicht zu weinen, aber ich hatte einfach Tränen in den Augen und musste mich extrem zusammenreißen, dass ich einfach nicht losweine. Auch jetzt, wenn ich schon dran denke, bekomme ich wieder wässrige Augen, weil es war einfach so ein schöner Moment, sie in den Arm zu nehmen und dann mit ihr ein bisschen zu reden und oh mein Gott, ja. Danke, Moment. Ja. An der Fantasy habe ich mir dann auch ein nächstes Tattoo gestochen. Und zwar, also das war das nächste, was ich gestochen habe. Und zwar, das Lustige war, als ich das dann meinem Vater gezeigt habe, sagte er, ja, es sieht aus wie eine explodierende Büroklammer, weil ich mir so dachte, so, Dankeschön, dass du das so siehst. Aber es ist eigentlich eine Silhouette von einer Person und dieser große Knäuel, der ihr seht, ist eigentlich das ganze Chaos im Kopf von jemandem und diese Person probiert es zu lösen, genau. Weil das sollte mein ADS darstellen, dass ich super viele Knoten im Kopf habe und vieles einfach nicht gelöst habe und ja. Auch in diesem Monat habe ich dann mir ein anderes Tattoo gestochen. Und zwar habe ich mir das Tattoo gestochen. Und zwar ist es das biologische Weiblichkeitszeichen. Dann im Juni 2024 ging ich dann in den Europapark mit Freunden. Und das war auch eine coole Erfahrung, wieder mal in den Europapark zu gehen. Und dann im Juni 2024 ging ich dann wieder an die Pride. Und zwar mit anderen Freunden. Das war auch so eine coole Erfahrung und ja, das war wirklich super cool. Dann im Juli 2024 habe ich mir noch ein Tattoo gestochen. Und zwar dieses Tattoo, ja, es tut mir leid, ich bin hier noch voller Farbe, ignoriert es einfach. Und zwar ist das die Paradiesvogelblume. Ich habe dieses Tattoo gemacht, weil als ich auf Madeira war, sah ich diese Blume und diese Blume ist sehr typisch für Madeira und besser gesagt für diesen Bereich. Ich dachte mir so, ey, als Erinnerung an Madeira würde ich sehr gerne diese Blume halt tätowieren lassen, weil erstens ist es so eine typische Blume, wie man es bei anderen sieht, wenn sie etwas tätowieren, das eine Blume ist. Und ja, generell, ich liebe dieses Tattoo. Und ihr denkt doch bestimmt so, warum so groß? Ja, ich wollte das so groß, weil, keine Ahnung, ich wollte etwas hier auf dem Unterarm halt so haben. Und ja, auch in diesem Monat ging ich dann aufs Frauenfeld und das war auch super cool. Also ich war da auch mit Freunden und so da. Und ja, es war eine coole Erfahrung. Ich würde sehr gerne nächstes Jahr wieder gehen. Mal schauen mit wem. Und ja. Und ich habe mir auch beim Frauenfeld auch ein nächstes Tattoo gestochen. Ey, ihr denkt doch bestimmt so, oh mein Gott, wie viele Tattoos hat sie in diesen 2 Jahren schon gestochen? Das zeige ich euch jetzt. Und das ist das andere Tattoo, welches ich dann beim Frauenfeld gestochen habe. Wie ihr gesehen habt, war es eine Frau und ein Wolf, ein Hund oder so, oder Lola, die zusammen am Jaulen sind. Und dann im August 24 ging ich mit Freunden an die Street Parade. Es war auch so cool, weil das die größte Techno-Parade Europas, glaube ich, ist. Und ja, Techno und ich sind einfach diesen da. Und ja, es war einfach super cool, diese Erfahrung. Und ich würde auch sehr gerne wieder mal gehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, es werden wieder gut Videos kommen. Ich habe auch schon eine Idee, was ich genau machen werde, aber zudem gebe ich euch noch keinen Tipp.
Okay, vielleicht einen Tipp kann ich geben, und zwar, es wird ein neues Format sein, also das Format. Es wird so eine Reihe sein, wie ich damals mit meiner Zahnspange gemacht habe. Das kann ich sagen. Den Rest könnt ihr euch denken, oder besser gesagt, könnt ihr selber herausfinden. Und ja, genau. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst euch sehr gerne ein Like da, abonniert sehr gerne diesen Kanal und schaltet die Glocke ein und schreibt auch gerne etwas in die Kommentare, was ich vielleicht verbessern kann oder also was für Videos ihr gerne noch haben wollt. Dann kommt ihr hier auf der Seite einmal zu meinem letzten Video oder besser gesagt zu meinem letzten Vlog und zu einem random Video, was euch vorgeschlagen wird. Und dann würde ich sagen, man sieht sich beim nächsten Video. Ciao!